sind dann auch gemacht. Schreiben ist schon immer meine Leidenschaft gewesen. Vielleicht früher habe ich bei den Edition G. Binsfeld zum Beispiel ein Buch ausgebracht, was lautlos ist. Und ich habe schon oft beim Prix Laurence mitgemacht. Eine Initiative, wo junge Schreiber können hier Texte dafür drohen. Weil ich so gerne schreibe, fand ich die Initiative einfach eine super Idee. So encouragiert, uns weiter zu schreiben, weiter als ein Hobby not zu gehen, von der Stufe aus. Und du bist mich natürlich geehrt, machen zu dürfen. Hallo lesen ist erst meine Kurzgeschichte Die Wette hier. Ich hoffe, sie gefällt dir. Das war alles. Können wir schon. Die Wette. Es war ein kalter Dezembermorgen. Kleine, zarte Schneeflocken tänzelten in stummer Melodie durch die Luft und bedeckten die Welt mit einer glitzernden, funkelnden Kristalldecke. Die weiße Sonne lächelte fern von ihrem eisblauen Himmel auf die Menschen herab, die fröhlich und unbeschwert hin und her liefen. Lachen tönte von einem Gesicht zum anderen und vollendete somit den stillen Klang der tanzenden Schneekristalle, die stets einen kurzen Halt auf den Haaren, Kapuzen und Schultern der Menschen machten und dann bedächtig weiterschwebten. Es war Wochenende. In freudig erfüllter Erwartung waren sie an diesem Morgen aufgestanden und hatten ihre Welt weiß vorgefunden. Jetzt machten sie sich daran, ihre Schlitten zu den Hügeln am Ende des Dorfes zu ziehen. Bunte Farben zerrissen die Luft, explodierten vor ihren dunklen Augen, huschten ungreifbar umher wie Ameisen in Eile. Es wurde geplaudert, gekichert, gerufen. Kinder flitzten um ihre Mütter herum, Mädchen trugen ihre nagelneue Winterkleidung zur Schau, Jungs schlossen Wetten miteinander ab und drehten wie Planeten in ihrem ganz eigenen Universum ineinander herum. Ein gelbes Fenster beobachtete das Geschehen in verlorener Stille. Vereinzelte Schneeflocken wollten zu ihr herein, flogen auf sie zu, prallten an dem kalten Glas herab. Für einige Minuten blieben sie dann dort kleben und betörten sie mit verträumter Wehmut, bis ihre weihnachtliche Harmonie schließlich zu trüben Regenpfützen zusammenschmolz und dann stockend zu Boden tropfte. Ihr stummer Blick versank im kahlen Geäst der nackten Bäume. Im Sommer hatte sie einige ihrer damals noch von Lebenssaft erfüllten Äste abgehackt und im Schuppen verstaut. Die Äste wollten nicht brennen, und so strömte der kahle Kamin Kälte aus, noch lange nachdem das letzte Zittern der schwach glühenden Aschen erstorben war. Ihr nach Halt suchender Blick glitt von dem Gerippe der Bäume in ihrem Garten ab. Die Füllfeder drehte in ihrer Hand stumme Kreise, während die Tinte in der Spitze auszutrocknen begann. Ein hochgewachsener Junge mit dunklen Augen, die fast vollständig in seiner schwarzen Mütze verhüllt waren, machte sich daran, seinen kunstvoll geschnitzten Holzschlitten hinter sich her bis zur Spitze des Hügels zu ziehen. Andere folgten ihm, nicht ganz nach vorne gerichtet, sondern zueinander, lachend, gestikulierend. Es wurde vermutet, spekuliert, geraten. Die Gruppe besaß nur 2 Schlitten, aber damit schienen sie alle zufriedengestellt. Es brauchte nicht mehr als 2, wenn nur einer gewinnen sollte. Sie legte ihren Kugelschreiber nieder, ließ das Gewicht ihres Kopfes auf ihre abgestützten Arme sinken. Der Gegner des dunkelhaarigen Jungen war, wie es sich jetzt herausstellte, ein Mädchen. Sie war jung, flink und voller Energie. Ihre dunklen Augen funkelten in Erwartung eines Siegers. Sie versuchte, ihren Blick auf das kleine Gesicht zu fixieren, doch das Fokussieren wollte ihr einfach nicht gelingen. Die Konturen verschwommen ineinander, formten sich neu, nur um dann wieder auseinanderzufallen, wie ein stark verpixeltes Foto. Jetzt war die Gruppe fast am Gipfel angekommen. Wie weit entfernt sie doch waren. Es war jetzt sehr schwer, das Mädchen von ihrem Gegner zu unterscheiden. Sie war nur noch
an ihrem blauen Plastikschlitten zu erkennen. Ihre schmächtige Gestalt verschwamm vor der Kulisse der wetteinfahrenden Jungen. Jetzt ergriff ein anderer das Wort. Lachend begann er zu sprechen, in ständigem Gleichklang mit seinen Verbündeten, verbunden durch dissonante Harmonie. Das Mädchen legte den Kopf in den Nacken, führte das Gespräch mit ehrfurchterregender Stärke still und bedächtig nach Hause, das Gewicht nonchalant auf ihren Schultern balancierend. Sie war sich ihres Sieges so sicher, nicht wahr? Nicht wahr? Sie konnte sich nur schwer daran erinnern. Das Lachen war jetzt zu weit entfernt, um zu ihren müden Ohren zu gelangen. Sie konnte nur noch ihre Augen zusammenkneifen, bangen, den ausgetrockneten Stift unter ihrem schmerzenden Ellenbogen hervorkramen. Das Rennen begann. Sie konnte von weitem sehen, wie das junge Mädchen jauchzend den Hügel hinunterglitt. Doch hinter ihrem Rücken türmte sich die Meute auf, schlug heimliche Wurzeln in ihre Seele, schlang sich um ihre Brust. Es war die Wurzel, an der sie sich das Genick brechen würde. Der Junge mit der dunklen Mütze auf seinem schönen, großen, altmodischen Schlitten drängte nach rechts, zu den Bäumen hin. Sie sah ihn nicht. Sie hatte ihn nicht kommen sehen. Sie hatte gedacht, es gäbe einen Weg, doch noch zu gewinnen, das Schicksal zu überholen. Ein flinkes Siegen aus dem Schlenker der Schwärze zu holen. Doch der Junge hatte jede Bewegung mit einberechnet. Sie überschlug sich mehrere Male. Die Meute jubelte, als sie ihren Sieger in Empfang nahm, während die Geschwindigkeit sie ohne ihr Zutun nach unten zog. Bis vor ihr Fenster glitt sie, erstarrt, bewegungslos, gelähmt. Ihre dunklen Augen blickten tot von der anderen Seite des Fensters auf sie zurück, spiegelten den Moment, in dem alles zu Brüche ging, im tiefsten, verborgensten Winkel ihrer Seele. Sie hatte gedacht, sie könnte die Zeit zurückdrehen, schneller rennen, davonkommen, fliehen. Sie setzte einen Punkt hinter das Geschriebene.